Apocalypse. Servus und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Dominikus Sniper ist mein Name. Ich bin's auch, der wo am Mikro hockt. Wir haben hier einmal ein neues Game. Hier, das ist einmal Transport Fever 2. Transport Fever 2 ist so gesagterweise ein Aufbau-Simulationsspiel mit Taktiken, was man anwenden müsste. Ihr seht einmal im Hintergrund, wir haben die Eisenbahn, wir haben eine ganz normale Landstraße, wir haben Schiffe und wir haben die Flugzeuge. Und darum geht's auch. Wir haben im Transport Fever 1, also als erstes muss man mal dazu sagen, gab als erstes das Train Sim. Train Sim war bloß eigentlich LKW und Zug, soviel ich weiß. Dann kam Transport Fever 1. Da ist es dann auch schon mal, das ist das gleiche Startbildschirm gewesen wie hier jetzt. Und jetzt haben sie es ein bisschen neuer gemacht, haben sie 2, 3 Sachen geändert. Einmal, dass die Grafik ein bisschen besser ausschaut und zweitens, dass man noch eine Karte dazu gekriegt hat. Oder haben, besser gesagt. Wir können ja hier mal reinschauen. Wir haben einmal das Gemäßigte, wir haben das Trockene und das Tropische ist dazugekommen. Was auch noch dazugekommen ist, was ich hier einstellen kann, ist einmal hier das Klima, haben wir ja gerade eben gesagt. Und dann können wir die Fahrzeuge auf europäisch, USA oder asiatisch. Also in europäisch ICE oder auch von Frankreich der Hyperzug oder von Italien irgendein schneller Zug. Dann bei den USA gibt es halt dann die Dieseldampfloks und bei den Asiaten ist halt der Riesenzug. Das ist bei den europäischen USA und Asien ist es genauso. Bloß ist halt dann nur bei den anderen zwei, also bei europäisch ist halt dann europäische Namen kann man dann einstellen. Bei den USA sind es die USA-Städtenamen und bei den Asiaten ist das gleiche. Also da unterscheidet sich nicht viel, außer dass es halt in Europa, in den USA und einmal in Asien ist. Und ja, ich würde sagen, wir fangen ein neues freies Spiel an. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder auch in die Kommentare schreiben, wenn es euch gefällt. Erstens. Zweitens, da lassen ein Like, einen Kommentar mit der Glocke, die abonnieren, mit Glocke aktivieren, dass ihr ja nichts verpasst von den Special. Und vielleicht noch, wenn ihr wollt, könnt ihr mir Tipps und Tricks reinschreiben. Das ist einfach die Sachen, die ihr machen könnt. Und ich weiß sogar noch, dass einige meiner Zuschauer keine Abonnenten seid. Also bitte smasht auf den Abonnenten-Button und dann verpasst ihr auch nichts. Ich könnte euch jetzt halt auch noch mal kurz eine kleine Option einfügen. Das wäre mein Sendeplan. Wartet mal kurz. Ich muss da mal schnell noch eine Sache einstellen. Und zwar, das ist das hier. Das hier ist mein so gesagterweise, nee, das wollte ich jetzt nicht. Das ist so gesagterweise mein Sendeplan für die kommenden Tage oder auch für die ganzen Tage jetzt. Ihr seht hier einmal Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag ist Sniper Elite um 15 Uhr. An den Dienstag, Donnerstag und Samstag ist Farming Simulator um 15 Uhr.
Also das hier ist alles für die großen Zuschauer auf meinem Kanal. Das hier plus die zwei, die wären dann für meine großen Zuschauer. Das hier ist für meine kleinen Zuschauer, also Kleinkinder, etwas größere Kinder, die wohl schon in die Schule gehen. Die können sich das hier anschauen mit dem hier plus Landwirtschaftssimulator. Die Sniper Elite Folgen könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Bloß Sniper Elite ist ab 18. Also bitte seid da vorsichtig. Ihr könnt davon in der Nacht träumen. Ist alles schon vorgekommen. Ich habe selber durcherlebt. Also ich spreche aus Erfahrung. So schaut mein Sendeplan aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich in den Kommentaren. Ich kann euch die Sachen dann auch beantworten. Ich werde auch nochmal in meine Bio reinschreiben, wann die ganzen Sachen kommen. Ihr werdet es auch mitkriegen, wenn ihr mich abonniert habt oder nicht. Dann müsst ihr halt schauen, wann bei mir die Folgen rauskommen. Aber das ist so gesagterweise mein Sendeplan von Montag bis Sonntag. Der wird sich auch nicht großartig viel ändern. Wenn, dann schreibe ich es in die Bio rein. Wenn jetzt sich was ändern würde oder in der Woche jetzt mal keine Videos kommen, weil ich keine Zeit zum Aufnehmen hatte, aber es wird man irgendwie schon hinbekommen, dass man aufnehmen kann. Und zwar, ich wollte euch jetzt mal in dem Video gezeigt haben, dass Samstag und Sonntag plus Transport Fever 2 kommt. Da habe ich nicht so viel Aufnahmestress. Das habe ich so oder so schon wegen den anderen zwei Großprojekten oder 3 Großprojekten. Die zwei hier, die sind rein 15 bis 20 Minuten Folgen. Die anderen hier sind ungefähr immer eine halbe Stunde lang, dass ich da halt extra viel erzählen kann oder mit euch machen kann. Mods durchschauen. Mods sind, also für Farming Simulator, sind Mods Dateien, da wo Traktoren, Sämaschinen oder sonstiges in einem Ordner drin sind, die wo dann in der ZIP-Datei verpackt sind und die dann im Mod-Ordner von Farming Simulator drin ist. So, und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir switchen ins Game. Und zwar muss ich hier rein. Hier ist das Game. Und zwar, wir machen das freie Spiel. Ich habe mir schon mal überlegt, hier diesen Seed zu nehmen, also diesen Editoren sieht. Ich habe hier schon mal eingestellt, dass wir eine große Karte haben wollen, eine sehr große. Dann die Einstellungen mache ich 1:1. Sehr hoch ist die Städteanzahl und Industrienanzahl ist auf 172 Industrien. Hier seht ihr auch nochmal auf hoch. Ich kann es auch noch auf sehr hoch machen. Ich werde es, glaube ich, auf mittel lassen oder ja, auf hoch können wir es mal lassen. Dann haben wir hier eine Karte von 16 x 16 Städte, haben wir vorhin gerade gesehen, 24 waren es oder 27, werden wir gleich noch sehen, und von den Industrien waren es 126. Genau 27 Städte und 172 Industrien. Jetzt können wir das natürlich alles auf trocken oder tropisch machen. Ich werde aber auf Weiter gehen. So, und jetzt gibt es die Neuerungen. Einmal gibt es hier diese Asien-Map, die wo mit dazugekommen ist. Und dann, ich würde einfach mal sagen, wir spielen europäisch, weil europäisch ist ja besser. Ich will jetzt nichts gegen die Asiaten oder gegen die USA, Amerikaner sagen. Ich finde aber eher, die europäischen Fahrzeuge sind für mich geeigneter oder besser. Wir können hier aber auch benutzerdefiniert einstellen. Das heißt, so viel wie möglich, hier können wir dann die Mods einstellen. Dann können wir hier, also ich werde jetzt ja keine Mods aktivieren. Mods, also diese Skripts, die vermiesen mir jetzt so gesagterweise das Spiel. Wir können aber hier dann auch noch einstellen das Klima, ob es gemäßigt, tropisch oder trocken ist. Ich habe es gemäßigt jetzt. Dann Städtenamen können wir hier auswählen, ob wir asiatisch, englisch, also die Städtenamen, Deutsch, italienisch, koranisch, niederländisch, norwegisch, russisch, spanisch, schwedisch oder amerikanisch machen wollen. Ich würde sagen, wir stellen das auf Deutsch. Difficulty ist easy. Europäische Fahrzeuge
lasse ich auf europäische Fahrzeuge, Umgebung lasse ich auf gemäßigt. Das werden wir speichern und dann kommt es auch schon noch drauf an, ob wir jetzt wann wir jetzt starten. Ich würde sagen, wir starten 1850. Wir können aber auch, wenn ihr wollt, irgendwann mal eine zweite Serie machen, also einen zweiten Playtest. Also nicht Playtest, sondern Let's Play, da wo wir 2000 einsteigen. Ich würde aber sagen, wir steigen 1850 ein, lassen die Schwierigkeit auf einfach und werden es starten. Dann kriegen wir hier unten immer mal wieder solche kleinen Informationen. Depots sind notwendig, um Fahrzeuge zu kaufen und eine Linie zu senden. Also auf eine Linie zu schicken. So gesagterweise. Ich hoffe, euch die Lautstärke ist einigermaßen in Ordnung. Wenn nicht, unten in die Kommentare einmal reinschreiben, wäre nicht schlecht. Und ich würde einfach mal jetzt meine Klappe dabei halten oder ich schneide euch das raus, wie ihr das haben wollt also jetzt ist das halt das Anfangsding. Ich werde dann halt immer schon wieder reinspringen, bevor ich euch mit dazu hole in die Aufnahme. Oder ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, ob ihr das am Anfang schon sehen wollt. Dieses Ladeschnecken-Tempo. Wir werden jetzt als erstes mal schauen, was uns erwartet als erstes. Weil ich fange meistens ganz gerne als erstes mit ganz normalen Pferdenkutschen an. Also in dem Sinne, dass ich als erstes die Anregung an die Städte gebe. Hier, ich habe Pferdekutschen, mit denen fahre ich euch rum zu den einzelnen Positionen. Das heißt so gesagterweise MVV. Also wenn sie wenn sie jetzt aus Bayern kommt, ist es das bekannteste ist der MVV. Dann gibt es ja noch den ÖPNV oder wie die heißen alle. Ich mache das jetzt halt einfach generell für eine Stadt. Also für mein komplettes Spiel, das heißt der ÖPNV ist der öffentliche Privatnahverkehr oder wie man das auch ausspricht, keine Ahnung. Und dann werden dahinter immer die Städtenamen gesagt oder geschrieben. Ihr werdet es dann alles sehen, wenn ich jetzt hier hoffentlich bald drinnen bin. Wenn Sie mich husten hört, würde ich mich dafür entschuldigen. Ich habe eine Mute-Taste. Ich werde sie auch benutzen, wenn ich husten muss, weil ich jetzt auch keine so gesagterweise Wasser oder sonstiges bei mir stehen habe. Müsste ich mir mal für die nächste Aufnahme bereitstellen. Und da geht's auch schon los. Also, dass wir jetzt in die Welt hier hineingeschmissen werden. Hoffentlich wird das jetzt bald was werden. Genau, und das sind wir auch schon. Hier unten machen wir mal kurz auf Pause. Tun hier ein bisschen mit der linken also mit der mittleren Maustaste können Sie scrollen. Mit der linken Maustaste können Sie Sachen auswählen. Und mit der rechten Maustaste können Sie die ganze Karte ziehen. Und da seht ihr schon, wir haben einiges. Wir haben wirklich, wirklich einiges hier an Produktionen. Also einmal hier ein Eisenerzbergwerk, dann haben wir hier einmal einen Steinbruch, hier haben wir einen Bauernhof, hier haben wir eine Ölquelle, eine Ölraffinerie, hier ist eine Lebensmittelfabrik, hier hinten ist ein Wald. Hier können wir also ein Sägebretter Bretter können wir da herstellen. Hier ist eine Maschinenfabrik. Da müsst ihr einmal Holz Bretter hinbringen und dann Stahl und das wird dann zu Maschinen. Zu den Maschinen müsst ihr dann hier immer schauen. Es gibt einmal bei den Städten gibt es hier drüber immer eine
wie sagt man dazu, eine Übersicht, was die gerne haben wollen. Wir können sie auch nochmal unter Versorgung sehen. Wir brauchen hier einmal Lebensmittel und einmal Maschinen, also für die Arbeiten. Hier haben wir einmal Herzog Raff, haben wir hier einmal Treibstoff und Waren. Und bei den Waren müssen wir dann halt schauen, hier kriegen wir unsere Waren her. Bloß das Problem ist halt, hier brauchen wir Kunststoff und dann wieder Stahl. Woher kriegen wir Kunststoff? Kunststoff kriegen wir... Nee, das ist es nicht. Kunststoff. Da kriegen wir Kunststoff. Hier kriegen wir die aus der Chemiefabrik, kriegen wir dann unseren Kunststoff, aber dadurch, dass wir Kunststoff brauchen, müssen wir Öl und Öl kriegen wir durch die Ölraffinerie und die Ölraffinerie braucht natürlich Rohöl. Und wie es anders sein mag, Rasterberg braucht Waren und Baumaterialien. Baumaterialien sind einfach, brauchen Stein. Also, nachdem wir hier Stein haben, das ist Kohle, sorry. Hier ist einmal ein Steinbruch. Das müssten wir dann hier hinten hinbringen. Oder wir machen es so, dass wir hier Steine, Materialien und dann nach Königswinter bringen. Und ja, ich würde euch sagen, wir fangen schon mal an. Hier unten rechts gibt es einmal Symbole. Einmal hier gibt es das Linienstatistik. Dann haben wir hier die Fahrzeugstatistiken. Dann haben wir hier einmal Stationsstatistiken. Dann haben wir hier Städtestatistiken und zu guter Letzt die Industriestatistik. Wir fangen aber natürlich ganz klassisch an mit den Städten. Und jetzt gibt es hier einmal die Name, die Größe, dann die öffentlichen Verkehr, Privatverkehr, Cargo, also die Waren, was sie brauchen, also ob sie jetzt, also für die Versorgung, dann Stationen, sehr gut, keine Ahnung, was da jetzt, dann der Verkehr, Emissionen, also Geräusche, Sachen von Abstoß, also Kohle, also Schadstoffe, so gesagterweise CO2 und dann noch das Wachstum, wie groß das Wachstum von denen ist. Ich bin dann immer derjenige, der wo schaut, welche die größte Stadt erstmal ist. Das Wachstum ist bei denen extrem beschissen. Sorry meine Freunde, tut mir leid, dass ich eine kurze Unterbrechung haben müssen. Wir werden auf jeden Fall die 5 Minuten jetzt nur nachholen. Genau die Größe. Dann nehme ich jetzt die Ohrenbau. Die haben einen 10% Wachstumsfähigkeit. Also Einwohnerzahl Ziel ist plus 10%. Also so gesagterweise der Privatverkehr ist besser. Deswegen werden wir da jetzt einmal schnell hier springen. Das schaut auch nicht so schlecht aus. Mit der mittleren Maustaste könnt ihr das Ding dann auch noch neigen. Da seht ihr die ganzen Sachen. Dann hier einmal haben wir hier oben links haben wir dann noch einmal die Höhenlinien. Können wir uns anzeigen lassen. Dann die Schiff, wo man mit dem Schiff befahren kann. Also da werden jetzt alle angezeigt, die wo wir hier haben. Also das Gewässer. Dann haben wir hier einmal die Landnutzung. Und zwar können wir hier dann schauen, wo ist die Wohngebiete, wo sind die Industriegebäude und wo sind die Geschäftsgebäude. Dann haben wir hier einmal die Geschwindigkeitslimits. Da haben wir jetzt bis hier jetzt noch gar kein Geschwindigkeitsproblem. Dann haben wir hier einmal die Reiseziele öffentlich und einmal die privaten. Und hier seht ihr, da sehen wir nichts.
Wo sind wir hier? Genau. Sehen wir gar nichts, also da ist nichts. Dann haben wir hier einmal die Güter, wo was angeliefert werden muss, also von den Waren, von unserer Versorgung. Also einmal die Waren müssen hier natürlich bei den Geschäftsgebäuden, bei den Industrien muss natürlich der Treibstoff. Dann Stationen überlastet, brauchen wir nicht. Straßenverkehr schlecht, sehr gut. Verkehrsampeln, Spieleigentum, also was von mir ist, Spieleigentum, was von dem Spiel ist. Und dann hier noch die Emissionen, haben wir bis jetzt auch noch nicht. Hier unten können wir uns dann noch die Symbole, Filter anzeigen, also was hier noch gefiltert werden soll. Und ja, wir werden hier jetzt in den Straßen als erstes anfangen, also hier unten bei dem Bussymbol werden hier auf Gebäude gehen. Hier unten Bus- und Tramstation. Und ich bin immer eher derjenige, der wo schaut, wo hier denn die nächste Ding ist. Also hier werden wir einmal eine komplette Rundfahrt machen mit dem Zug. Wir werden das unterteilen und dann jedes Mal in irgendwo, also hier werden wir dann einmal ein Schienensystem reinlegen. Dann werden wir hier, also der wird dann auch hier rüber kommen. Hier wird ein großes Schienensystem sein. Hier werden die zwei hier rüber verbunden mit dem hier. Oder auch mal geschauterweise, ob wir hier mit Schiffen fahren können. Dann werden wir hier noch ein riesengroßes Gebiet haben. Das wird dann unser Hauptgebiet sein. Aber wir werden uns jetzt halt erstmal mit dem linken Teil hier beschäftigen. Und zwar, wir werden hier, wir können uns schon mal in dem Zugsymbol hier mal die Gebäude anzeigen lassen. Und zwar, wir werden Personen als erstes machen. Wir können uns ich werde mir auf jeden Fall den Kopfbahnhof auswählen, weil hier werde ich nämlich die Schiffe drüber fahren lassen. Also einmal von hier bis nach hier rüber oder halt bis hier werden die Schiffe gefahren oder halt dann auch mit dem Bus hier rüber nach Lichtenberg und dann können die hier in die S-Bahn einsteigen. Oder halt auch erst in den Zug, so gesagterweise. Und zwar, wir werden hier jetzt wir können nämlich natürlich auch noch unsere Gebäude erweitern oder verbessern, so gesehenerweise. Ich werde aber hier mal kurz eine Straße bauen. Und zwar hier rüber verbinden. Das mache ich nämlich ganz gerne, weil dann können wir nämlich schauen, dass wir immer hier gut nebeneinander fahren können. Kriegen wir hier jetzt den Punkt, dass ich... kriegen wir nicht, schade. Dass wir immer eine Rundstrecke kriegen. Also ich mag das ganz gerne, wenn man immer eine Rundstrecke kriegt. Dann können wir hier einmal genau. Dann werden wir hier unsere Hauptanleitung legen. Also hier einmal Haupt. Dann können wir den Kopfbahnhof. Den Kopfbahnhof werden wir auf jeden Fall in diese Richtung hier legen. Und jetzt, wenn wir hier drauf gehen, können wir das konfigurieren. Also können wir einmal Gleise, Plattformen, also Cargo oder Passagiere, dann noch Zugangspunkte, Gütergebäude, was man hier dann verschiedenes, dass man einmal einen Seiteneingang, Passagierunterführung und dann noch die Plattformüberdachung haben. Das brauchen wir bis jetzt alles noch gar nicht. Und ich werde jetzt mal kurz noch mit euch dann hier die erste ÖPNV anbinden. Das werden wir bei denen allen hier versuchen, eine ÖPNV zu machen. Und hier erst einmal, also auf der kompletten Insel werden wir hier in der zweiten Folge, also morgen,
werden wir hier die kompletten ÖPNV-Ding anbinden. Und ja, ich habe euch so leicht ein wenig schon was gezeigt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, Servus und Ciao. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Also Kommentare. Servus!